Eine destillierte Pflanzenessenz ist ein Gemisch aus chemischen Substanzen. Die chemische Verbindung, die der Wintergründuft dominiert und die bis zu 98% vom Öl ausmacht, heisst Salicylsäuremethyl-Ester. Dieser Wirkstoff ist eng verwandt mit dem aus dem Schmerzmittel Aspirin. Andere sind überzeugt, der Duft sei ein Schwingungsmuster, also wie eine Musik, die man nicht hört, sondern schmeckt. Und die Dritten verstehen den Duft als Aussage, als Ansprache. Der Duft gibt eine Information, redet ohne Wort. Jede und jeder, der es schmeckt, reagiert auf seine Art darauf. Ich glaube, alles stimmt. Das Licht ist ja auch gleichzeitig Wellen, also Schwingung und Teile. Über das Licht weiss man relativ viel. Düfte hingegen sind gängig noch voll Geheimnis. Salicylsäure. Die kennt ihr, oder? Das ist eben das, was im Aspirin drin ist. Das hat einfach ein Kohlenstoff- und 3 Wasserstoffatome weniger. Also die sind beim Wintergrün oder Bienen werden die abgespalten und dann gibt es eben diesen Stoff. Wichtig zu wissen ist beim Wintergrün, wer eine Allergie hat auf Aspirin, der sollte sich nicht fest damit beschäftigen. Und auch wer Blutverdünner nimmt, nicht wirklich, weil ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Man hat quasi ein Doppelpack, oder? Weil Aspirin verdünnt ja das Blut. Genau. Wintergrün ist aber ganz ein wichtiges Mittel, zum Beispiel beim Weichteilrheuma. Und es gibt sogar so Pflaster aus Wintergrün. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Da ist sehr viel drin, Wintergrün. Das wird dann feuerheiss auf der Haut. Also man macht so wie eine Gegenreaktion. Es wird feurig heiß und dann tut man einen Reiz setzen und so den Schmerz wegnehmen. Wir in der Aromatherapie arbeiten ganz anders. Wir haben eine sehr, sehr kleine Dosis. Und dann wird die Stelle, wo man es drauf tut, wird kühl. Das ist ein kühler Duft. Winter ist aber für mich noch viel mehr. Winter ist nämlich die andere Seite des Sommer. Ohne Sommer gibt es keinen Winter und ohne Winter gibt es keinen Sommer. Und darum muss für mich in diesem wintergrünen Duft der Sommer drin sein, quasi drin hocken. Bei mir ist das die Akazie. Der wächst ja zum Beispiel in Afrika, der Baum. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte vom Winter und Sommer hat mich sehr beeindruckt Terry Pratchett sein Buch «Wintersmith», der Winterschmied. Und da habe ich einen kurzen Text dazu geschrieben, dass ihr versteht, was ich meine. Winterschmied. Gewaltfreie Kommunikation mit dem Winter. Mal, das probiere ich jetzt. Ich probiere, auf ihn zu hören. Im Buch «Wintersmith» von Terry Pratchett ist der Winter ein mächtiger Mann, der sich unsterblich in die junge Hexe Tiffany verliebt. Weil er meint, sie sei die Frau Sommer. Dass die Tiffany in seinem Eispalast nicht erfriert, wo er sie schliesslich nach einem langen Versteckspiel entführt. Davon rettet das außergewöhnliche Mädchen ihre Empathie, ihr Mitgefühl für den Winterkönig mit seinen Liebeserklärungen aus Schneeflocken und Eiszäpfen. Sie gibt ihm ein Münchi, er schmilzt wie Anker an der Sonne und beide sind befreit. Winter ist also eben das Kalte, der Schnee. Winter ist die Kehrseite vom Sommer und Winter ist aber auch Warten auf den Frühling. Ist die Sehnsucht, die lange Zeit nach den Schneeglöckchen und nach den ersten Buchfinken. Ich habe mal gehört, in einer Radiosendung, und dann muss es ja stimmen, wer nicht warten konnte, dem fehle etwas ganz Wesentliches. Und der habe Probleme mit seiner Resilienz. Warten gehört ja auch zur Kreativität. Und darum musste ich unbedingt auch den Frühling in meinen Duft hineintun. Und der ist dargestellt vom Honigabsolü und von der Muscateller Salbeiblüte. Und so ist mein erstes Eau de Nature entstanden, das ich so beschreibe.
Kühl und sparkling wie erste Schneeflocken, süß wie Honiggebäck, warm wie ein Schminefeuer.